Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play The Last of Us Remastered Left Behind auf Pelzig. Warum sind wir da nochmal hier? Ich muss es gerade nochmal Revue passieren lassen, um mich irgendwie zu vergewissern, warum ich überhaupt hier bin. Und zwar haben wir Saft gebraucht, um durch der zu kommen, damit wir zum Heli kennen. Ich glaube, so war es, genau. Und deswegen sind wir hier in dem Albtraumgebiet gelandet. Wow. Ich bin jetzt hier. Wow. Ich bin sofort auf der Lauer, wenn hier irgendwas ist. Okay. Genau, im letzten Teil, da haben wir noch unsere Begegnung mit den Stalker gehabt, die hier hausen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht nur, dass es Infizierte sind, die so hießen. Die haben uns wirklich gestalkt. Die sind da hinter der Kiste rumgerannt wie die Bläder. Und haben nur drauf gelauert, dass wir uns zeigen, damit sie uns frontal anstürmen können. Aber mir ist das frontale Argstürme erheblich lieber, muss ich sagen, als dieses Versteckspiel. Das ist wie in der Kanalstadt. Das, oh nee, das hasse ich wie die Pest. Jackpot. Okay. Wie geht das? Schlauch reinstecken und einfach ansaugen. Jo, saugen und dann los reinlaufen, ja. Na bitte. Oh, das scheint wohl ein kleiner Grafikfehler zu sein. Der Tank, der ist hin auf ihrem Rucksack drauf. Sehr gut. Dürfte Ah, jetzt reichen. trotzdem wieder. Jetzt trotzdem wieder richtig. Aber das war doch ein kleiner Grafikfehler. Jo, kann ja mal passieren. Dann ziehen wir einmal nicht alles so reibungslos, die Sache. Und ich glaube, wenn ich das auffülle, da kommt doch hundertprozentig wieder irgendeine Welle. Komm schon. Spätestens, wenn der Generator an ist. Okay. Gut. Okay, ich höre noch nichts. Oh Mann. Oh Mann. Ich mache mich schon drauf gefasst, dass irgendwas kommt. Wie beim Joel. Ach. Jo. Ah, wir müssen es nur A tippen, nicht gedrückt halten. Habe ich jetzt gerade mal ausprobiert. Denk dran. Finger weg vom Elektrowasser. Jo. Verstanden? Okay. Okay, da hinten sind sonst keine mehr. Ja gut, das ist unsere Lektion hier. Saft ist drauf, da ist Elektrizität auf dem Wackeltentakelschwanz und das hat die zwei Kumpane gegrillt. Gut, dann wissen wir Bescheid. Aber hier können wir jetzt durch. Gut. Die Tür ist auf. Ja, zumindest ist Animo auf. Das ist doch schon mal was. Da hätten wir noch ein bisschen Sprengstoff oder Schwarzpulver. Bastle können wir auch was. Nachelbomb oder... Jo, da wird der Nachelbomb sinnvoller sein. Bei Infizierte, ich glaube, die lassen sich von seiner Rauchbombe nicht sonderlich beeindrucken. Und die verwende ich sowieso dermaßen selten. In der Hauptkampagne habe ich sie nur einmal zum Schluss verwendet. Die 3, die ich gehabt habe. Gut, da können wir da drüber kraxeln. Oh Mann. Ich glaube, ich stehe... Ruhig. Ruhig. Ich glaube, ich stehe da gnadenlos wie so ein Sack Mehl Schau runterplotzer. geradeaus. Alles wird gut. Du fällst nicht in das Wasser und wirst nicht frittiert. Ich finde es immer so spitze, wie die sich doch selber Mut macht, weil ich jetzt wahrscheinlich in so einer Situation nicht anders mache. Aber ich habe von unten schon gesehen, dass du aber was draufgelegt hast auf dem Truck. Ja, das holen wir uns doch gleich mal. Und zwar haben wir hier, da gehe ich jetzt vorsichtiger. Was ist dann unseren L3-Hinweis? Da geht es raus. Jo, spitze. Wie komme ich da hin? Was hast du dann da eigentlich in der Hohe, die Ellie? Na egal. So haben wir noch Lumpe. Und was ist das? Aha. Ich will jetzt nicht runterplotzen, aber wird mich halt interessieren, was das ist. Okay, können wir uns mal nicht greifen, so wie es aussieht. Oder wir sind wagemutig bzw. dappig und stürzen da in die Brierei. Ah ne, das ist einfach nur irgendein Teil von der Lichteranlage vom Truck hier. Ist das ja leid. Man kann darin alles zu viel interpretieren. Okay. Da müssen wir da hoch? Ne, da können wir nicht hoch. Ah ne, Quark. Dummkopf. Da müssen wir runter. Okay. Immer mal wieder horchen. Ich trau dem Lader hier nicht.
Okay. Noch kein Stalker unterwegs. Gut. Da ist ach Saft drauf, sehe ich. Da blinken ach die Lichtle grün. Ah jo, okay. Da müssen wir was mit deiner Palette wahrscheinlich machen. Da bräuchte man Hubwache oder sowas. Damit wir die Palette bewegen können. Ah ne, die stehen ja auf keine Palette, aber die Dinger stehen auf Palette. Das sieht aus, als wäre ein Hubwache dran. Alles klar. Gut. Aber ich will vorher nochmal lieber in die Anna-Eckrei glotze. Ne, das können wir nicht gleichzeitig machen, glaube ich. Ich bin lieber auf Nummer... Gehe lieber auf Nummer sicher. Okay. Nichts drin. Alles klar, gut. Lumpe und Schwarzpulver bzw. Sprengstoff. Ah, das können wir doch sicher auch gut nutzen, um da nochmal drauf zu kraxeln. Ne, Quack. Ich will keine Bombe nochmal. Da machen wir lieber nochmal einen Molly. Und mit unserem Sprengstoff, da warte ich noch, bis wir genug Klinge haben. Da brauche ich eine Nachelbombe, da brauche ich nicht die komische Rauchbombe. Ich glaube, die Infizierte lassen sich da herzlich wenn nicht beeindrucken. Ein ganz schöner Ochs, da die Klähe. Der wie noch was, aber du das Ding schieben können, nicht schlecht. Okay. Dann lassen wir es hier erstmal gut sein. Ah, super. Okay. Prinzip gecheckt. Wow. Ja, jetzt ist hier abgestützt, nämlich auf beider Seiten. Daneben ist zwar nicht abgestützt. Ah, ne, auf der Seite nicht abgestützt, aber hier ist abgestützt. Dann kracht das Ding an nicht runter. Okay, gut. Ich hab's zwar so auch gar nicht mehr im Kopf gehabt, wie die Passage hier war, aber das ist ja, basiert ja einfach nur auf reiner Logik hier. Können wir hier weiter kraxeln? Und dort hinten am Ende ist auch nix. Und am Ende von der Straße liegt auch kein Haus am See. Da ist nix. Da geht's einfach noch runter. Alles klar, in die Richtung springe ich mal vorsichtshalber nicht. Gehen wir hier runter. Puh, gut. Dann haben wir den Spießrutelauf hier durch. Ah, okay, ich habe eigentlich im Gedächtnis gehabt, dass da noch viel mehr Infizierte waren. Da haben wir ja einigermaßen Glück gehabt. Oh, Mann. Gut, gut, gut. Oh, oh. Ich höre dich. Oh, nee. Okay, 5 Schere-Schleifer haben wir da. Oh, Mann, bewegen sich Welle von denner? Der da drüber bewegt sich. Dann lass mal lieber mal rumzuppler. Die andere, die da stumm vor sich hier waschteln, die kennen wir ja still messern. Da ist ja kein Problem dabei. Aber ich mag nur nicht irgendwie in die Sichtweite bzw. in die Hörweite von so einem Klicker kommen. Oh Mann, die stört dich ja nicht beim Kacke-Kerl. Das sind Geräusche wie auf dem Klo, wenn es richtig drickt. Mann, Mann, Mann. Jetzt habe ich mal die Notsitzung hier unterbrochen. Aber glücklicherweise reagieren die Infizierte ja nicht auf Licht, weil ohne Witz, ich gebe hier mein Licht nicht auf. Das ist das Einzigste, was mich da einigermaßen nochmal sicher fühlen lässt. Oh Mann. Oder wir regeln das jetzt so richtig. Ah, nee, 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 nee. Der geht hier lang wieder. Da haben wir Medikit und Molly. Ich wollte sie eigentlich mit dem Backstein alle in Eckrei zwingen und dann den Molly gerade reinschmeißen, aber da habe ich keine richtig gut die Wurffläche, merke ich. Dann schleiche ich dem Kerl mal hinterher. Und der kriegt 8 Messer in der Nackerei. Das läuft ja bisher noch ganz gut soweit. Aber ihr kennt es ja noch aus der Hauptkampagne. Ich bin ja hauptsächlich so wie die Axt im Wald vorgegangen. Und ich glaube, es ist Amok gar nicht mal so übel, wenn man hier mal... Oder wenn ich euch mal hier zeige, wie das leise funktionieren kann. Ohne großartig Munition zu verschwenden. Okay, der Suppler dahinter, der kann sein Ne, der geht sein Route in unser Weg. In unserer Richtung. Der geht sein Route in unser Weg. Ja, ja, guter Deutsch, Yankee. Gut, dann ist der Knorzer da hinten rum. Oh, der bellt in meine Richtung, das gefällt mir nicht.
Ja, geh doch hin hier. Da ist Shanna. Dann schnapp ich mal deinen Pinzer-Kumpel. Ja, also gut, Kerl. Ist vorbei. Okay. Der wackelt seine Runde da hinten hier. Der letzte, der steht vor der. Okay. Will ich die so noch beieinander haben? Okay. Dann werden die nur beieinander gemeuchelt. Okay, jetzt ganz vorsichtig. Kein Fehler beim letzten machen, dass der uns noch bemerkt. Okay. Ja, zwar nichts wie raus, hier bin ich auch schwer davor, aber steht, sage ich, gucke mich erst einmal um, was es hier noch an Zeug gibt. Ah, das war Tiergeschäft. Das sind noch Hundekäfige und ja, Tierbedarf und so weiter noch. Okay, gut. Finde ich eigentlich ganz gut. Habe ich eigentlich mal Zeichen kennen, wie das ohne groß Krawall geht. Aber wäre natürlich auch gegangen, wenn ich mich hier irgendwo positioniert hätte. Dort der Stär geschmissen hätte. Wenn sie dort wären, dann gerade Molly hinterher. Das wäre natürlich eine Option gewesen. Aber ich finde, soweit habe ich das eigentlich auch okay gelöst. Du kannst euch ja abgucken, wenn ihr selber mal durchspielen, dass ich das dann so mache. Gerade in der höheren Schwierigkeitsgrade ist das echt nicht verkehrt. Da zählt wirklich jeder Schuss. Dann brauchen wir dann einfach so Passage wie das im letzten Raum, wo die Stalker auf einmal hergerannt sind und sich dann versteckelt haben. Also ich glaube, die wenigsten von euch haben Bock wirklich gezielt auf heimische Stalkerjagd zu gehen und die hinterrücks zu messern. Deswegen, ich glaube, die Lösung war wirklich die besser. Gut, dann schnappen wir uns so noch Lumpe und Klinge. So ein Napf wäre nicht schlecht, da könnte man dann den Joel damit versorgen. Da könnt ihr so ein bisschen draußen naschen. Gut, dann gehen wir hier weiter. Halten wir das Ding. Ja, mach's auf, großer Hulk. Hui. Da sind wir wieder. Ja. Ah, okay, das war hier der Bereich, alles klar. Wo zum Teufel kommen die her? Da haben wir einen neuen Kumpel hier wieder. 2 neue Kumpels. Und um die kümmern wir uns gerade noch. Ja, wackelt doch durch, du. Chimli. Ja, ich krieg dich. Ja, das ist hektisch unterwegs, du. Der ist gut zu Fuß. Einer weg. Der nächste Kollege, da kommt er schon. Achso, hurtig wie die da unterwegs sind, da können wir auch. Bisschen hurtiger sein. Jo. Okay. Gut, ihr liebe Leute, dann tät ich Sache. Wir haben unser Soll richtig gut erfüllt in der Episode. Und es war zum Glück nicht so schlimm wie die letzte. Von der Horrorelemente her. Von daher tät ich Sache, wir haben die Gegend hier frei und hier geht's weiter. Und an der machen wir natürlich unseren Cut, dann bleibt's wieder spannend. Und bleiben, wie gesagt, auch gespannt. Das Spiel hat wieder jede Menge zu bieten und ich glaube, durch noch dem Dingens müsste wahrscheinlich wieder so ein Flashback kommen, weil wir haben ja auch viel wieder in der Zeitspanne gemacht. Das heißt, es wird wahrscheinlich gleich wieder weitergehen mit der Vergangenheit von der Ellie, wo sie dann in den Raum gegangen sind, wo die Überraschung war, nachdem das Licht wieder ist. Also bleiben gespannt, ihr liebe Leute, und vielen Dank für jeden Kommentar, jeden Klick und jedes Feedback. Ihr seid wirklich die Beste. Danke, dass ihr auf meinen Kanal gucken. Machen's gut, euer Yankee.